Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und wie ihr seht, bin ich am Strassenverkehrsamt. Es hat auch erst ab dem 4 Uhr offen. Ohne den Parkour zum Fahren ist zwar schon gesteckt. Ich weiß nicht, ob die jetzt absichtlich schon für uns Fahrschüler gesteckt ist oder ob die vorne noch Prüfung haben oder wie auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall gehe ich noch nicht rein. Es ist zwar links offen, aber es muss eigentlich rechts sein. Rechts ist eigentlich dann ausschließlich fürs Fahren. Und bevor wir jetzt anfangen, wollte ich euch noch zeigen, wo das Ganze wäre. Und zwar, wenn du mit der Prüfung anfängst, also wenn du die Prüfung machst, musst du 5 Minuten vor dem Prüfungstermin da sein. Das heisst, irgendeiner von diesen Parkplätzen, auf der anderen Seite sind sie beschrieben. Musst du 5 Minuten früher noch da sein. Musst du natürlich alles, am besten hast du alles vorgelegt, wie Fahrzeugausweis, Lehrfahrausweis und deine ID. Und dann musst du da hingehen, an dem Ort, wo du dann die Prüfung hättest. Also an dem Parkplatz, wo du eingeteilt bist, wo auf deiner Einladung steht. Und jetzt zeige ich euch dann gerade, sobald es ein 4 ist, das fahre ich dann links durch, ist mir dann auch gleich. Zeige ich euch, wie das Ganze ist, was man alles muss fahren. Es ist so, es ist eigentlich gleich wie die Reihenfolge. Du kannst nicht die richtige Reihenfolge lernen. Ob man zuerst den Versetzteller macht, ob man zuerst Spurgas macht, was auch immer. Das kommt mega auf den Experten drauf an, wie der das gerade zeigt. Und ich würde einfach empfehlen, vor der Prüfung irgendwo auf dem Parkplatz so weisse Streifen, also vielleicht nicht gerade da, wo die Experten sind, da hinten, wenn sie sind, die machst du hin, beim Spurplatz hat es ja noch einen grossen Platz, also, und da kann man auch dort üben. Einfach die Spurgas zu lernen, weil ich habe das Gefühl, Spurgas, das ist immer schwierig, also egal wie viel man es schon geübt hat. Und genau, es ist jetzt 4 Uhr. Freitag, also ab Mittwoch ist es ab dem 4 Uhr offen. Dann würde ich sagen, fahre ich rein, oder? Sonst schickt es mich dann schon raus, wenn es irgendetwas falsch ist. Schickt es mich dann schon raus. Ich fahre jetzt rein und ich zeige euch, wie das so wäre. Und ich würde jedem empfehlen, wenn ihr übt, also wenn ihr am Fahren sind, allgemein wenn ihr am TÜV-Fahren sind oder am Autofahren, nicht sagen, oh jetzt fahre ich wieder Prüfung, oh heute, sondern eher sagen, okay, ich achte darauf. Ich probiere mir zu schauen, ob ich einen Fehler gemacht habe oder nicht, aber Mühe müsst ihr euch immer geben. Oder Mühe müsst ihr euch immer geben wie an der Prüfung. Genau, also Vollbremsung machen finde ich jetzt heute nicht. Du bist hure schlecht für Pneu, wenn du das zu oft machst. Aber da ist noch ein Experte. Der verschwindet jetzt auch. Gut, also. Genau, Spurgas, 10 Meter. Mindestens 15 Sekunden, es darf aber auch länger gehen. Und das heisst, ich probiere es jetzt zuerst mal zu fahren. Ah, siehst, das ist jetzt schon schlecht. Aber du musst eben schauen, dass du von weit hinten bist und nicht einfach sozusagen reinschiessest, oder? Weit hinten sein, fahren und probieren schon die Geschwindigkeit am Anfang schon zu halten, dass man möglichst keinen Meter verschenkt. Und bei mir ist es ein bisschen mit dem Arsch ein bisschen Ausgleichen, Ausgleichen, genau. Ich probiere das irgendwie einzublenden, ob ich das geschafft habe, gut, und dann fährst du und dann musst du jetzt das 8 fahren. Ich bin noch nie allein auf dem Parkplatz gewesen. Immer so 15, also kommt gerade jemand. Oh, eben, das ist jetzt schlecht gewesen, so einmal abstehen. Immer so etwa 15 Leute oder mehr. Also eben, es kommt davor, du kannst nicht sagen, ja, einmal abstehen ab der Prüfung. Es kommt mega, leider kommt es mega auf den
Experten an, also leider. Vielleicht ist es auch gut, wie wenn sie es nach Leitfaden würden machen, dann dürfte es vielleicht nicht mal einmal abstehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das rein theoretisch wäre. Ich weiß nur, dass es wirklich mega auf den Experten vorkommt. Dann kann er auch sagen, probier es nochmal oder mach jetzt, wenn du jetzt Spurgas überhaupt nicht gut machen kannst, du warte, du dich ein bisschen aufwärmen, machst nach also die letzte Übung sozusagen. Also das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, das muss man natürlich nicht so oft machen. Jetzt fahre ich noch runter und mache dann noch den versetzten Slalom und oder jetzt mache ich zuerst den versetzten Slalom und dann den kurz. Da musst du auch wissen, wie du reinfahren musst. Und das kann sein, dass du links den Slalom reinfahren musst. Es kann sein, dass du rechts reinfahren musst. Das kommt mega drauf an. Oder? Genau, und jetzt machen wir noch den kurzen Slalom, also den engen Slalom. So wenigstens noch nie da gewesen, aber ich meine, wenn es regnet, dann kommst du nicht auf die Idee, ob du jetzt das machen willst oder nicht. Genau, jetzt kannst du da links hin oder rechts hin, man sieht es auch auf dem Boden. Also man sieht mega so schwarze Linien, wie die Leute gefahren sind. Und ich merke es vielleicht, ich bin ein bisschen so verstieft. Ich müsste das viel lockerer machen. Aber ein Grund ist, ich habe es schon extrem lang, also ich bin jetzt lange das nicht mehr gefahren. Ich bin lang nicht mehr, also ich bin nicht mehr richtig ins Fitness gegangen. Ich fühle mich ja wirklich nicht so richtig fit. Genau. Und eben, wenn ihr da Spurgas macht, probiert das schon von weiter hinten langsam zu fahren, mit der Hinterbremse abbremsen und jetzt nur, also ich mache das so, jetzt bin ich abgestanden, das ist zum Beispiel jetzt nicht gut gewesen, aber probiert zum Beispiel auf den Baum oder auf den Busch zu schauen, auf den Busch zu konzentrieren und mit dem Arsch ganz ein bisschen so auszugleichen und nur also jetzt gerade nicht, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, aber sonst eben nur mit der Kupplung Gas geben, nicht auf Geschwindigkeit schauen. Probiert einfach so langsam zu fahren, wie es geht. Und wenn es geht, wirklich nur mit der Kupplung Gas geben. Sonst kannst du schnell mal zu schnell sein. Und eigentlich ist es mega breit. Dann denke ich, so 1 Meter ist eigentlich auch verdammt breit. Oder? Also ich sehe jetzt, wie dass ich das eigentlich kann. Wenn wir ganz ehrlich sind, ich bin jetzt direkt angefahren, ohne etwas anderes und ich sehe, wie gut ich eigentlich das schon kann. Also eigentlich beherrsche ich den TÜV, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind, ist das super. Aber ich mache es jetzt trotzdem noch ein paar Mal. Es ist niemand da, muss ein bisschen ausnutzen. Nein, aber eben das Reinfahren, langsam reinfahren und dann auf den Busch schauen. Kuppeln. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, du, ich fahre fast raus, könnt ihr vielleicht schon Gas geben, ein bisschen der Sache. Oder jetzt habe ich auch 2-3 Mal Gas gegeben. Kann sein, dass ich zu schnell war. Oder? Aber ich probiere es jetzt gerade nochmal. Krass. So wenig. Die Leute sind es noch nie gewesen, wirklich. Aber ich meine, es sieht nach Regen aus und ja. Aber ich finde jetzt die Spurgas, also das da fahren kannst du jetzt gut ohne, so kannst du jetzt gut so bei so Wetter. Und wenn es jetzt, weißt du natürlich nicht, ob es noch auf einmal mehr ableert. Ich glaube, jetzt bin ich schon fast wahrscheinlich zu schnell. Über was das für Zahlen sind, da drauf, da keine Ahnung. So, fahren wir noch. Also ich selber finde, was mir am meisten in den Kopf einleuchtet, ist das Versetzt, also 8 zu fahren, weil dank dem 8 kann ich auch gut auf dem Parkplatz mal schnell wenden. Oh, jetzt habe ich auf die geschaut, ich muss abstehen. Genau, kann ich gut auf dem Parkplatz wenden. Und der versetzte Slalom finde ich auch ganz gescheit. Und das Ding ist halt einfach, aber ich muss das mal probieren, ob ich das auch oben kann fahren, 50 Sekunden im Oben. Weil alle fahren das ist ja einfacher als gemein, aber ich probiere es jetzt mal, ob ich das auch oben schaffe. Oder? Schau mal, wo die jetzt...
macht, ob sie jetzt auch oben fährt. Nein, macht sie nicht. Sie macht jetzt nicht die Spurgasse runter. Aber ich glaube, der andere hat die Spurgasse runter gemacht. Der andere Typ. Bei mir war der Prüfung, ich war ja immer schon der Prüfung gewesen. Und ich glaube, die hat es runter gemacht und die war etwa in der Hälfte gewesen. Also wahrscheinlich so langsam wie ich jetzt. In der Hälfte gewesen. Und dann hat der Experte gesagt, gut. Und dann ist er dann schneller gefahren aus dem Slalom raus. Ja, aber ich würde mal sagen, wäre das für das heutige Video. Ich glaube, ich habe gesehen, um was es geht. Ich habe gesehen, was ich eigentlich alles kann. Und dann, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro94. Ciao miteinander.